Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Hallo, guckt's, meine Invaders. Nicht Invaders, nicht Invaders. Ja, bei der geht das Licht so halbwegs. Oh, das geht eigentlich recht gut. Ah gut, das geht jetzt nicht. Herr Ingenieur, Herr Ingenieur. Man muss es auch richtig machen, dass es überhaupt eine Chance hat zu gehen. Gut. Ja, das geht nicht so richtig. Und ich weiß nicht, was da nicht geht. Ich glaube, das ist die man modifiziert. Ja, komm schon. Das wird eigentlich... Oder sind die Batterien jetzt leer? So wird das gegangen. Und bei der geht das Lämplezeug nicht so richtig. Alles gut. Das ist alles so super optimal. Dafür hat das ein zusätzliches Lämple. Das ist zum Zielen. Ach, da ist er. Da ist er ein bisschen kaputt. Da fällt der Steg. Ja, so geht's. Und der fällt, der ist halt abgebrochen. Seht ihr vielleicht da. Ist die Verbindung nicht da. Ja, undramatisch. Undramatisch. Die packen wir wieder weg. Die will ich modifizieren. Das will ich aber erst mal. Müssen wir nachher, glaube ich, zuerst rausfinden, warum die überhaupt nicht, die nicht mag. Warum Gott die nicht? Sonst müssen wir noch die ganze Sicherheitstechnik wegmachen. Also mal gucken, die Taste da durchklingeln. Ja, sage mal. Oh, das hat bei der Vorbereitung noch geklappt. Auf jeden Fall, bevor ich mir da alles schon abhaut, was man da reinbaut, stehst da eine Schwungrädler, so schön orange und ein Relais. Ja, klar, das kennt die Technik. Oder vielleicht auch nicht, wenn ihr noch nicht neu auf dem Kanal seid. Wir bauen da Auto auf der Art, Valkyrie-Motoren ein. Und dann können wir das mit so blaue Batterien betreiben. Oder kommt. Das sieht dann nachher so aus wie. Die Technik ist noch dieselbe wie der Honor. Nur dass der Schwungrädlerskäfig so schiefe Schwungrädler hat. Ich glaube, der Honor hat's. Die hat gerade Schwungrädler. Also seht ihr. Hat schon mehr Dampf. Warte mal, da Gott das Magazin gar nicht rein mit der Verkleidung, oder? Ha, nee. Wieder was gelernt. Gut, das sieht auch komisch aus, ja, aber. Ja. Packen wir das wieder weg. So soll es nachher werden. Jetzt passt. Tun wir mal gucken, ob es nicht doch die Batterien sind. Da. Das ist Gott. Das kann man leicht umgangen. Die Sicherheit da. So. Platz, dass die Batterie nicht vom Tisch kullert. Brendelschraube habe ich schon auch gemacht. Kennt ja. Für die schon länger auf dem Kanal dabei sind, ihr kennt ja wahrscheinlich meine typischen Modifikationen. Das ist. So. Jetzt gucken wir mal. Ob es nicht an die leere Batterie liegt. Wir verifizieren, dass es nicht an den leeren Batterien liegt. Der Herr Professor jetzt sagen. Glaube ich, vermute ich. Keine Ahnung. So, oder? Das geht jetzt nicht, das ist klar, wenn keine Batterie drin sind. Die packen wir noch auf den Tisch. Das mit der Rändelschraube ist schon praktischer.
Nee, es geht immer noch nicht. Ah, das hat doch sonst nicht so zuverlässig funktioniert. Jetzt Adler. Nee, vermut gar schwer, dass der Taster da noch kaputt ist. Und wir müssen da wahrscheinlich irgendeine Sicherheitstaste rausmachen, wenn man einen Taster braucht. Ja, komm schon. Ja, deswegen, wir nehmen die da. Ich entschiede. Ja, wir machen keine Vergleichsmessung. Ja, das wäre, glaube ich, ein frustrierendes Erlebnis für uns alle. Dann nehmen wir die da. Machen da die Kosmetik weg. Das da vorne ist recht cool. Seht ihr. Und das ist so. Da ist eine extra Taschenstelle drin. Seht, da ist zusätzliche LED drin. Das ist cool gemacht. Also das ist. Ach, sogar zwei. Heieiei. Welcher Luxus. Wenn man das da vorne anschließt, was ich jetzt da mit dem Finger simuliere, dann leuchtet das vorne. Wenn man das nicht anschließt, dann leuchtet es nicht. Das ist cool. Dass das Taschentuch nicht gerade ist ärgerlich. Aber ja, packen wir das Zeit. Das daneben. Das auch. Das haben wir ganz am Ende wieder her. Dann hätte ich sagen, ich mache das mal auf. Dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. So, Odele, offen ist. Aber das ist ja scheiß. Das ist alles irgendwie miteinander verbunden. Ich würde jetzt sagen, wir gucken mal, welches Taschentuch das Problem ist. Weil da sind so viele Taschentuch. Und ich hoffe, dass das nicht das Problem ist, weil das würde ich gerne. Das brauche ich. So. Jetzt hoffe ich, dass ihr das Geräusch hört. Das geht jetzt praktisch. Das dürfte doch jetzt eigentlich piepsen. Jetzt machen wir das doch noch weg. Dass wir gescheit hinkommen. Wenn das Taschentuch das Problem ist, dann würde ich das gerne ersetzen. Weil das Taschentuch so, da. Hopp. Ja, so richtig zuverlässig Gott das nicht. Ah, scheiße. Oh.
Haben wir auch eine Taschenstelle. Sicherheitsmechanismus. Ist dasselbe. Und das vielleicht verwenden können. Weil die LEDs will ich behalten, das ist klar. Die müsstet hoffentlich mit ein bisschen höherer. Oh, das hätte ich vorher testen sollen. Die mit höherer Spannung auch gegangen hat. Okay, das Taschenstelle ist schon gleich. Das heißt, das können wir. Das ist die Sicherheitstechnik. Das da. Ja, das ist jetzt blöd. Sehe jetzt halt nicht schön noch. So, so. Oh, was ist da drin? Ein Krust. So, jetzt geht das. Das geht von da. Da vorne an der Klappe muss auch noch irgendwo Schalter sein. Wir lassen die ganze Taschenstelle drin. Das heißt, das kommt von da. Das ist die Versorgungsseite. Den müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Weil sonst haben wir Gott, das sofort in Übertemperatur. Das kommt von da, geht zu den Taschenstelle. Und dann geht es zu den Taschenstelle. Oder? Da ist da eine Taschenstelle. Macht die Platine irgendwas anders. Sag's euch, das ist. Man sollte nicht eine Schraube sehr so halten müssen, das ist blöd. Oder wir bauen die Sicherheitstechnik aus, dann sind wir auf der sicheren Seite. Das braucht man nicht. Das ist der Mechanismus da. So. Das gehört zum Taschenstelle. Da gehört mal. Wo war die Schraube jetzt? Ach, das war eine separate Schraube. Das ist der Sicherheitsmechanismus. Das ist die Platine. So. Ui. Das ist. Ach, Scheiße, das Batteriefach soll auf derselben Seite sein. Das ist. Also, das ist schon deutlich besser an der Streif als an der Evader. Das macht so keinen Spaß. So, jetzt können wir das wenigstens ein bisschen. Machen wir nochmal ein Schreible. Das irgendwo hingehört, das finden wir nachher raus. So, Messmittel Nummer 1 wird auf die Seite und ausmachen. So. Das versorgt die LEDs.
Ich hoffe, die röstet man damit nicht. Das ist... Das heißt, da können wir einfach eine Brücke reinbauen. Ein PTC. Steht sogar hier drauf. Das versorgt einfach nur die LEDs. Das heißt, da haben wir die Module. Die Platine können wir auch ausbauen. Okay, das sind die ganze kleine Schraube sind für die Platine. Weil man muss das schon. Das habe ich bei der Streifen am Anfang. Das habe ich ein paar Mal, glaube ich, falsch gemacht. So. Die Module sind da so fest. Da ist. Die sind da seitlich festgelötet und da nochmal so Drähtle. Was ist das Drähtle zusätzlich? Das sehe ich jetzt auch das erste Mal so. Weil da gehen die ganze LEDs weg. Das heißt, die Platine müssen wir irgendwie erhalten. Den Schwungrädlerskäfig können wir ausbauen. Hoffe ich doch. Das Röhrle. Hoppala. Bleibt da. Das tut doch. Ah. Ich würde sagen, ich löte das jetzt alles mal aus. Und dann das mal im Schnelldurchlauf. Dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, jetzt bin ich im Überlegen, brauchen wir da das Relais überhaupt? Oder reicht es, wenn man auch nicht die Platine wieder reinlötet? Das ist, da steht nämlich hier Motor Minus, Motor Plus. Soll ich bloß wissen, was Minus und Plus ist? Ich gehe mal davon aus, Plus ist der rote. Da hätten wir es jetzt mal richtig rum eingebaut. Seht, das hat, also der Schwungrädlerskäfig von der Streu, also das ist normaler ein Worker Streufschwungrädlerskäfig und der passt da nicht ganz. Da müssen wir hochprofessionelle Modifikationen durchführen. Dafür brauchen wir unser Präzisionswerkzeug und weg ist. Jetzt passt es hoffentlich. Ja, das ist der einzige Schraubturm, der so weit weg ist, dass man den nicht passend machen kann. Das heißt, ich schraube. Ich hoffe einfach, es geht mit 3 Schreibler auch. Ich denke, also müsste die Kabel lange noch brauchen. Aber das ist ja, ich glaube, das dürfte. Warum habe ich das mit dem? Das habe ich. Warum habe ich das mit dem Relais eigentlich gemacht? Weil der Strom durch die Taschentuch nicht passt, oder? Ach, wenn man bloß das für IMS ausrüstet, dann dürfte es eigentlich. Ansonsten, das wird. Die Platine sieht ein bisschen schäbig aus. Ich habe keine Ahnung, wo das noch gehört. Das ist irgendwo mal rausgefallen und muss ich bei der anderen Evader noch gucken. War das davon? Ah, da war es denn. Das ist
wenn man es richtig rum macht, da ist da sogar Aussparung, dann der jetzt passen. So. Ach, das habe ich mit dem Motor ein bisschen angestellt. Vergessen habe, dass da noch ein Schreible drin war. Er wird spaßig nur zu löten, der da. Den habe ich mal irgendwann verhunzt. Also Motor Plus, Plus zu Plus. Ha. Plus, Plus auf derselben Seite, Minus, Minus auf derselben Seite. Das muss aber bei den Motoren umgekehrt sein. Das müsste so rum sein. Ich würde sagen, wir probieren das einfach. Ich löte das mal nach. Gucke mal, dass ich da schöne dunkle Käbel finde, die dann nicht so auffallen. Oder lassen wir die Modelle mal drehen. Und sonst können wir die Käbel immer noch umdrehen. Weil das müsste eigentlich, wenn man das so macht, weil sonst dreht die an beide in dieselbe Richtung. Oder ist es bei denen dadurch geregelt, dass die anders aufgebaut sind? Das ist schon spannend, Schwungrädel. Oh, da drecket's. Ja, die ist oft benutzt worden. Deswegen geht wahrscheinlich auch in der Taschenrolle nicht mehr. Egal. Nochmal Schwungrädel, das Käfig übrig. Bin nur. Oh, da hat's einen Knacks. Das ist dann nicht so dramatisch, wenn man die modifiziert. Ich würde sagen, ich löte das mal dann an und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Ja, das geht so nicht. Da luft's mir die Leiterbahn hier. Da seht ihr. Das reißt mir sonst die Leiterbahn da ab. Das heißt, das wird nicht lange halten. Das heißt, müsse da klassische Taktik. Mache das da fest. Die Leiterbahn wird dann da drunter irgendwie eingeklemmt. Das ist so. Das ist der Plan. Mal gucken, ob er Gott. Und da könnte man dann bei der Gelegenheit dann doch die ganze Sicherheitstechnik rausmachen, oder? Das heißt, dann müssen wir nämlich auch das geht von da auf den. Das heißt, wenn das ist so Dreipolschalter. Dann können wir eigentlich auch wieder die übliche Relais-Geschichte hineinmachen. Das heißt, wir kommen da sowieso von der Batterie runter. Geht da. Da können wir dann aufs Relais. Den unten bauen wir aus. Die Versorgung können wir da so lassen, das ist dann die separate LED-Versorgung. Ja, das
Das könnte unser Kurzschluss machen. Das ist gerade so, dass es zwischen die Modelle passt. Das ist klar, dass das da vorne beides auf derselben Seite, weil das ja umdreht ist. Das dann auch kommen währenddessen. Dann passt das schon, der dreht der eine in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Also dreht sich gegeneinander, weil da drauf kommt es auch. So. Ja, das ist ärgerlich. Aber schwätzt man nicht lang. Ich baue das aus, löte das zusammen, dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, Oderle, jetzt finden wir mal raus, was Plus und was Minus wird. Fangen wir einfach mal an mit unserer 50-50 Chance. Gucken wir, legen wir mal 7 Volt an. Oh. Jetzt brauchen wir Pfeile. Ah. Das ist doch mal gut. Das passt sogar. Das heißt, das ist Plus. Das markieren wir hochprofessionell. Mit einem Kreppband. Weil das machen wir nachher. Also, verschiedene dabei sind, länger dabei sind schon. Und ja, wenn ihr bis hier geschaut habt, hoffe ich, dass ihr schon länger dabei seid. Wenn nicht, bleibt länger dabei. Dann macht es euch ja Spaß. Ihr kennt ja die Sprüche. Auf jeden Fall. Ich mag das, wenn, vor allem bei so durchsichtigen Blaster oder wenn alles nachher dieselbe Farbe hat. Also, das sieht dann einfach cooler aus. So, das heißt, Plus geht jetzt aufs Relais. Und das muss auf. Oh, warte mal. Die Spule, das ist das. 86 und 85. Und das da vorne und das da vorne. Das sind die Anschlüsse. So wie das. War da nicht einmal irgendwann mal Zeichnung dabei? Ach, da oben. Okay, so langsam wird es Zeit fürs Bett. Das heißt, 86, 85 ist die Spule, die 2 und 30 und 87 ist. Das heißt, jetzt müssen wir uns da ein schönes Plätzchen aussuchen, wo das Klackerdings reinpasst. Das ist das so ein mächtiges Blasterle.
haben vermutlich bloß den Platz hier. Das auch nicht sicher. Nee. Nee, den Platz haben wir nicht. So groß Blaster, so wenig Platz. Den Platz. Das dürfte passen. Das dürfte passen. Dann müssen wir nachher die LEDs neu fummeln. Und ein bisschen Strom sparen. Schalten jetzt Teil aus. So. Das heißt, den Platz haben wir. Jetzt hoffe ich, dass das Kabel langt. Dann muss das nämlich da. Das versucht mich zu verarschen. Ist gerade so, dass das dürfte passen. Das so nehmen hat. Ja. Und dann müssen wir da wieder zurück zur anderen Seite von der Batterie. Weiß nicht, muss gucken, von welcher Seite das kommt. Das vom Plus oder vom Minus kommt. Und dann klemmen wir das Ding da. Das heißt, mit dem gehen wir zur einer Seite. Ja, andere zur anderen Seite. Das ist immer dasselbe Spiel. Und ich jetzt sage, das mache ich im Schnelldurchlauf. Video ist wahrscheinlich schon lang genug. Dann bis gleich. So, jetzt hat. Ich habe noch einen kleinen Fehler gemacht, aber jetzt sage ich, wir testen es trotzdem zuerst. Habe jetzt die IM aus der Sportfläche ausgebaut. Jetzt gucken wir mal, ob es noch geht. Weil, wenn es nicht geht, brauchen wir auch nicht die Mühe machen, das noch zu korrigieren. So Dummi. So, jetzt gucken wir mal. Ah, der Taster. Der ist das Problem.
Okay, den Taster müssen wir ersetzen. Ja, man hat zum Glück ein bisschen Reserve. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, der LED-Taster ist auch nicht mehr weit nach. Das ist. Und ein bisschen durchdrückt Gott's. Ja, da ein bisschen ein Wackler. Aber LEDs gar nicht. Die können nicht alle. Ich meine, die oben sind jetzt nicht eingebaut. Ja, Prost. Das heißt, wenn man den Taster einfach mal ignoriert. Okay. Das will ich hören. Also ich jetzt sage, mach die EMAs wieder raus. Ich mach das fertig. Tausche das Tasterle. Machen wir mal die Verkabelung ein bisschen anders. Und dann bauen wir es zusammen. Dann bis gleich. Oh, ich sag's euch, das ist ja Scheiß. Da habe ich das Kabels kurz gemacht. Und finde auch gerade keine sinnvolle Position wie das. Weil so werde ich wahrscheinlich irgendwas kurz schließen. Weil oh Gott, das beides aus Metall von dem Modell. Wenn da wäre es eigentlich aufgeräumt, aber das ist mir zu nah an dem Modell. Wobei ich könnte auch einfach die Kontakte ein bisschen entlöten, dann müsste der Lötzinn gut weg sein. Die blöde LEDs fliegen immer aus. Das nervt. Da sind die Kabel aus kurz, aber dafür kann ich nichts. Das war vorher schon. Das ist da noch. Oh, das ist halt ärgerlich. Da muss ich das jetzt alles so weglöten. Weil da die Platine auch noch gegangen. Boah, da fliegt jetzt die LED auch noch. Das machen wir zum Schluss. Sonst mache ich das noch 5-mal. Und ihr schaut dazu, wie ich da 5-mal die LED rein vom Dach tue. So. Ja, Prost. So. Ich muss jetzt doch das Kabel verlängern. Die Platine aus dem Weg. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. So. Dann, bis gleich.
So, jetzt ist zu. Sag's euch. Das kann's euch nicht empfehlen, den Blaster zu modifizieren. Also wenn es nur darum geht, dass er mehr Leistung hat. Das macht keinen Spaß. Da ist ein Streif wesentlich einfacher. So, noch dumm hinein. Okay, alle LEDs. Alle LEDs sind da, wo sie sein sollten. Steckerle hat immer, Schalter hat immer noch Wackelkontakt. Ja, voilà. Und hier mit der Test einfach gleich drauf. Da muss ich mich nicht anstrengen. Ja, die im Lauf leuchtet auch. Ah, die da oben ist wieder rausguckt. Ja, feststellt, da unten gibt es noch kleinere LED. So. Hier geht die gefummelt, ohne dass sie der Rest wieder. Oh. Ihr habt große Pratze dafür. Also keine Ahnung, wie sie den Blaster produziert. Das ist ja. Das ist ja viel Handarbeit dann, oder? Das. Da wundert es euch nicht, dass die dann so teuer sind. Oh, scheiße. Gut. Das Relais gehört jetzt auch nicht unbedingt rein. So. Ist die dahinter rausguckt. Sag's euch, das ist heute Top Entertainment für euch. Ein Auflaufreihe für mich. So. Das sieht gut aus. Oh. So Gott. Okay. Batterie raus. Blaster zusammenschrauben. Feierabend. Dann bis gleich. So, Hodele. Gott noch. Wunderbar. Der Blasteringenieur ist entspannt. Da der Krust. Ein paar Schrauber, keine Ahnung. Gut, von der Elektronik. Die zwei sind natürlich übrig, weil die zwei Schraublöcher dafür fehlen. Und hier haben wir die Kosmetik wieder dran. Magazine dran. Ah, das macht Spaß. Schulterstütze dran. Wie ich jetzt sage, vergleichen wir mal anders mal.
Es leuchtet. Es ist grünes Licht. Was macht es? Es leuchtet grün. So, leer ist. Ich würde jetzt sagen, wir machen da mal irgendwann mal ein Video mit, wo wir da Messungen machen und das mit der anderen Evader vergleichen. Und auch vielleicht mal Batterie und normale Batterie. Ach, bin jetzt müde. Bis spät. Und ich bin zufrieden. Wieder was von der To-Do-Liste für dieses Jahr abgehakt. Das Jahr ist nämlich nicht mehr lang. Ja, müssen wir ranklotzen. Halbautomatischer Blaster war da auch das. Da machen wir weiter und die 3-Streik. Eigentlich wollte ich jetzt Schuld mit Hämmerle, aber die 3-Streik mit Hämmerle ist quasi jetzt Schuld. Da fehlt noch minimale Verbesserungen. Und dann muss ich meine Liste nochmal durchgucken. Ich glaube, ich habe da. Ach ja, die Holze, die helfen mir halt. Die auch so Hämmerles, die von den Ninja Turtles, das wollte ich auch noch hübsch machen. Ach, wenn nicht, nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. Das Saberle da, ihr kennt das ja, da wisst du, wie es weiter, da kriegt ihr mit, wie es weitergeht. Es lohnt sich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.